Herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, am Montag ist es soweit. Um 18 Uhr startet unser erster FC Köln im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers. Um 18 Uhr. Das ist unser erstes Pflichtspiel in der Saison 2026/27. Ja, und ich würde sagen, das ist dann endgültig der Startschuss. Die Testspiele sind nun vorbei und natürlich hatten diese Ergebnisse bisher keine entsprechende Konsequenz. Aber jetzt gibt es nicht mehr die Ausrede, das war nur Vorbereitung, das war nur ein Test und so weiter und so fort. Ja, ab jetzt kommen die Spiele, die zählen. Und DFB-Pokal, da heißt es ganz klar, ein schlechtes Spiel und du bist raus. Uns ist natürlich allen klar, dass der FC hier als Favorit ins Spiel geht. Allerdings, unser Gegner ist nicht unbedingt jemand, den man als Trainingspartner behandeln sollte. Unmittelbar vor diesem ersten Pflichtspiel erreichten im Umfeld des FCs den Verein natürlich so einige gute Nachrichten. Ihr wisst ja selber, ihr habt es verfolgt. Wir haben einen neuen Mittelstürmer mit Theis Dallinger. Elis Giri kommt zum FC zurück und Said El-Mala bleibt beim FC und läuft ab jetzt mit der Nummer 10 auf. Ihr habt die letzten Videos ja sowieso reichlich geklickt. Dankeschön für diese Resonanz. Und auch an jeden, der ein Abo dagelassen hat. Nochmal hier an der Stelle, mein way to 1K. Lasst gerne ein Abo da. René Wagner sagte natürlich vorher in der Pressekonferenz, jetzt herrscht endlich Klarheit, sagte er sinngemäß. Jetzt soll man den Jungen einfach Fußball spielen lassen, also Said El-Mala. Elis Giri könnte am Montag seine ersten Einsatzzeiten bekommen, allerdings nicht von Anfang an. Das wurde im Prinzip schon klar kommuniziert. Ich würde aber trotzdem sagen, wir haben jetzt eine ganz andere Grundstimmung als noch vor wenigen Tagen. Wie gesagt, wir haben unseren erfahrenen Sechser verpflichtet. Unser wichtigster Spieler bleibt. Ja, kann man sich schon mal ein bisschen im Voraus freuen auf dieses Spiel. Ich habe mich natürlich mit unserem Gegner beschäftigt. Wie lief denn 2025/26? Also in der vergangenen Saison spielten die Würzburger Kickers noch in der Regionalliga Bayern, erreichten dort den zweiten Platz. 34 Spiele, 22 Siege, 9 Unentschieden, nur 3 Niederlagen, 74/25 Tore. Und da ist natürlich besonders auffällig, nur 25 Gegentore. Anschließend dann der Aufstieg über Lok Leipzig, Hinspiel 1:0 für Würzburg, Rückspiel 2:1 für Würzburg. Und damit nach 4 Jahren wieder zurück in der dritten Liga. Außerdem gewannen sie den bayerischen Toto-Pokal, der sie für den DFB-Pokal qualifiziert hatte, gegen 1860 München. Das heißt natürlich entsprechend für mich, die Mannschaft kennt Drucksituationen, kann K.O.-Spiele, kommt aus einer Saison mit sehr wenigen Niederlagen. Ihr Trainer ist quasi so eine Art alter Bekannter, zumindest im Vereinsumfeld, Michael Schiele, der ist seit März wieder Trainer bei ihnen und war bereits von 2017 bis 2020 Trainer in Würzburg. Er führte damals Würzburg sogar in die zweite Liga, kam halt dann während der vergangenen Saison zurück, schaffte anschließend wieder einen weiteren Aufstieg. Also er ist keine zufällige Trainerlösung. Schiele und Würzburg, das passt halt zusammen. Aktuell der wichtigste Spieler bei ihnen ist wohl Ivan Franjic. Das ist ein Name, den man sich dann merken sollte. Offensives Mittelfeld gegen Wien Wiesbaden, zuletzt in der dritten Liga beim 4:0, 2 Tore. Das 1:0 erzielte er per Freistoß, später auch das 4:0. Beim zweiten Treffer Vorlage durch Bonga, das ist quasi auch ein weiterer wichtiger Spieler bei ihnen, also unmittelbar vor unserem Spiel ein Doppelpack. Hat beide bisherigen Drittligaspiele begonnen, gegen Ingolstadt ebenfalls Startelf, gegen Wiesbaden Startelf. Da muss man auch die Standards besonders beachten. Deswegen, wenn es aktuell einen Würzburger Spieler gibt, bei dem ich besonders aufpassen würde, dann ist es Ivan Franjic. Doppelpack beim 4:0, wie gesagt, gegen Wiesbaden und dabei auch noch einen direkten Freistoß verwandelt. Wichtig allerdings, Franjic ging gegen Wiesbaden offenbar etwas angeschlagen raus. Bisher gibt es keine Meldung, dass er nicht einsatzfähig wäre. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal in aller Ausführlichkeit über Bonga und über Kin Zombie, den kennen einige sicherlich auch noch, sprechen, aber ich finde, das sprengt ein bisschen den Rahmen und macht die Folge dann auf Dauer ein bisschen langatmig und deswegen noch ein weiterer Spieler, auf den ich hinweise, ist deren Torwart, Johann Hipper. Der ist ganz klar die Nummer 1 vor dem Drittligastart gewesen, beim 4:0 gegen Wiesbaden 0 gespielt, war schon beim Toto-Pokalsieg gegen 1860 wichtig. Hielt dort im Elfmeterschießen einen Elfmeter. Das fand ich für ein Pokalspiel durchaus erwähnenswert. Man weiß nie, ob dieses Spiel ins Elfmeterschießen geht. Deswegen, falls der FC das Spiel unnötig offen hält, Würzburg hat halt einen Keeper, der bereits ein Pokalfinale im Elfmeterschießen gewonnen hat. Ich würde von daher mal sagen, Würzburg kommt mit einer richtig breiten Brust. Und deswegen sollte man sie nicht unterschätzen. Also ich tue es garantiert nicht. Nichtsdestotrotz, sie sind der Drittligist, wir sind der Erstligist. Wir müssen eigentlich gewinnen. Und wenn wir nicht gewinnen, dann ist es wieder eine weitere Blamage und die wird natürlich große Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Saison haben, weil es wird dann immer im Hinterkopf bleiben. Und dann fangen auch die Ersten schon an,
ihre Fehlerliste aufzuschreiben für René Wagner, weil ich habe auch gemerkt, so ganz unumstritten ist er natürlich nicht innerhalb der Fanszene. Deswegen, das hier ist auch quasi seine Bewährungsprobe. Letztes Jahr ist er ja nur eingesprungen, dieses Jahr hat er halt diese Mannschaft die komplette Vorbereitung betreut. Deswegen, ja, man muss es einfach so sagen, wir müssen hier weiterkommen. Egal wie, ich will jetzt hier nicht sagen, das muss ein Kantersieg werden oder ähnliches, wir müssen die irgendwie, keine Ahnung, 5:0 oder sowas abschießen oder ähnliches. Mir reicht einfach nur ein Sieg. Wäre natürlich sehr kontraproduktiv, wenn dieser Sieg irgendwie in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen umgesetzt wird. Aber Fakt ist, auf dem Papier muss ein Sieg stehen, weil ansonsten gehen wir sehr angeschlagen in die Saison, weil dann wissen alle, ey, die haben gegen den Drittligisten verloren. Ja, und was den Ergebnistipp betrifft, wir haben ja im Januar eingeführt, dass wir immer unser kleines Spielchen Geist oder Bock spielen. Allerdings ist mir da heute ein kleines Malheur passiert. Aber gut, zuerst einmal Mats ab. Und jetzt ist es wieder soweit, der Moment der Wahrheit. Geis oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geis, der uns hoffen lässt, oder der berüchtigte Bock? Geist. Manchmal ist die Münze 1:0. gnädig und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Okay, diese Woche haben natürlich so einige teilgenommen, nur kann ich das jetzt nicht mehr einblenden, weil ich habe dieses Mal den Beitrag auf 24 Stunden gesetzt. Das heißt, diese Abstimmung, kommen wir weiter oder kommen wir nicht weiter. Deswegen kann ich hier nichts einblenden. Ich wollte es gerade hier nochmal überprüfen, weil wir haben am frühen Morgen, wo ich das hier aufnehme. Ich werde aber die Folge ein bisschen später veröffentlichen, weil sonst ist das Thema totgelaufen in den nächsten 48 Stunden. Ja, ich kann euch nicht hier einblenden, wie viele abgestimmt haben und wie viel Prozent es waren. Es war aber die deutliche Mehrheit. Und naja, ich persönlich würde mich euch da anschließen, dass ihr es so seht, dass der FC weiterkommt. Aber gucken wir einfach mal, was die Münze sagt. Wie gesagt, das hier wäre das Ergebnis. Das bedeutet, wir kommen weiter, der Geis, und das wäre der Bock. Deswegen Geis oder Bock. Wir kommen weiter. Geis. Ja, wollen wir uns mal auf ein Ergebnis einigen. Ich sage jetzt mal 2:0. Ich glaube jetzt nicht, dass wir die irgendwie großartig abschießen. Ich denke, das ist das Übliche, wenn der FC gegen etwas, ja, offiziell schwächere Mannschaften antritt. Die stellen sich dann hinten rein und wir tun uns schwer. Aber ich könnte mir vorstellen, so 2:0. 2:0 sagen wir mal an der Stelle. Gut. Ihr habt die letzten Tage so einen kleinen Leo-Overkill bekommen. Das lag aber auch wirklich schon daran, dass sich so viel getan hat und da ich in Teilzeit bin und immer mal wieder 4 Tage, die sich aber entsprechend verschieben, frei habe, hatte ich die Zeit dafür. Das wird jetzt nicht immer so sein und ich sage euch jetzt schon mal, ich werde noch in Urlaub fahren. 2-mal dieses Jahr und da wird es zu einer kleinen Pause kommen, weil ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr im Urlaub mir irgendwie Gedanken machen, passt die Internetverbindung, passt sie nicht und so weiter und so fort. Ich will einfach Urlaub machen, weil, wie gesagt, ich habe ja jetzt hier in diesem Transfersommer keinen Urlaub gehabt, aber gut, da kurz vorm Urlaub nochmal Näheres dazu. Wie gesagt, jetzt gab es die Tage fast jeden Tag ein Video. Das wird nicht immer so sein. Das ist die Ausnahme. Aber gut, freuen wir uns erst einmal auf dieses erste Pflichtspiel, das hoffentlich gut für uns verläuft. Das Ganze könnt ihr euch am Montag um 18 Uhr bei RTL ansehen. Und ja, ist natürlich schade, dass es schon wieder an einem Montag stattfindet. Ich wäre da gerne hingefahren, weil ich war zwar nie so richtig in Würzburg, aber was ich gesehen habe von der Autobahnraststätte aus, sah wunderschön aus. Bayern ist ja auch ein schönes Bundesland, muss ich mal an der Stelle sagen. Wirklich echt, ey. Also Würzburg habe ich mir weitere Fotos angesehen. Ich wäre dort gerne gewesen. Aber was willst du machen? Das ist ein Werktag und an diesem Werktag muss ich ausgerechnet arbeiten. Und viele von euch leider Gottes auch. Das ist so unfair. Mann, ey. So ein schönes, romantisches Stadion in einer schönen Gegend. Die Leute werden da unglaublich gerne hingefahren. Es werden so oder so viele FC-Fans da sein. Wahrscheinlich in der Mehrheit. Nichtsdestotrotz, die nehmen viel auf sich. Da muss man den Hut vorziehen. Gut, das war's dann erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sage mal an der Stelle bis zur Reaction und auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.